Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen beim Let's Play von State of Decay. Das Nummer 12 hätten wir heute. Wir sind mit der Maya unterwegs, die noch gäbig ausgerüstet ist, muss ich sagen. Und danke wieder mal fürs Abstimmen. Ihr habt dafür gestimmt, dass wir die Richterin besuchen. Das machen wir jetzt auch. Und wie ihr euch vielleicht bewusst seid und ich mir auch schnell bewusst werden muss, ist das ein extrem langer Weg. Mal schauen, was uns da alles begegnet. Zum Glück ist Tag, was das ganze Szenario doch auch ein bisschen freundlicher macht, immer wieder, ja. Shit, das ist mein Kollege, fast überfahren. Whatever, irgendetwas haben sie hier getextet, wo ich wieder mal nicht so gut zugelassen habe. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig, jetzt möchte ich hier gerne einen mit der Tür treffen. Yep, Double, schön, wunderschön. Hier vorne könnten wir eventuell Fahrzeuge wechseln, nein, eher nicht, ja. Gut. Unten wäre eine Zombie-Horde gewesen, egal. Da oben ist ein Ding, ein Juggernaut, oder? Yeah. Ja, das ist sicher brüllt. Mit dem wollen wir uns gescheiter nicht auseinandersetzen. Cool, das ist ein Gebiet, wo ich jetzt noch nie war. Never seen before. Wobei, mal, sorry. Da hat es ja so einen Typ mal zu retten gegeben, den wir verhangen haben. Und das habe ich, als ich mal ein bisschen angespielt habe, gemacht. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Wir ziehen jetzt einfach weiter, da wäre aber eigentlich noch ein geiler Karren gewesen. Sorry schnell. Oh, wir gehen noch schnell da rauf schauen. Ja, ihr könnt jetzt wieder mal ein bisschen vom Plan abweichen. Aber ich weiche auch nicht allzu fest ab. Nur schnell schauen, ob da irgendetwas lohnenswert rum wäre. Steigen wir schnell von hinten ins Haus ein. Geht das? Yep. Leider ein bisschen Krach gemacht. Aber was willst du? Bisher haben sie es noch nicht wirklich geschnallt. Wo gibt es da etwas zum Einsammeln? Hier hinten. In der Küche. Oh, die Tür ist offen, das ist gar nicht gut. Schnell zu. Ja, ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass sich der Aufwand lohnt. Darum schnell die fertig machen und wieder verschwinden. Ja, das war eigentlich wirklich nicht so eine gute Idee gewesen. Oh, schau jetzt. Oh, schau jetzt. Oh, 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 oh. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Einsteigen. Und gerade abhauen. Yep. Schön, schön, schön. Weg von der Tür. Weg. Schade. Das gibt's ja nicht. Schön, der hat das, sie nicht weggeflogen, als ich die Wange gefahren bin, ist schon fast eine Frechheit. Was aber nicht eine Frechheit ist, ist der Wechsel hier von diesem Fahrzeug. Der ist sozusagen on the fly. Wobei dort unten eben der Karren würde mich schon noch lusten. Der sieht extrem gut aus. Wie so eine Dodge Charger. Nein, Dodge Challenger. Ja, stimmt. Wow, jetzt ist der hier einfach schnell gespawnt. Geht's ja nicht. Also fahren wir hier einfach noch ein bisschen hin und her. Das Juggernaut scheint es nicht so zu schnallen. Jetzt haben wir noch 3 Individuen. Die sich auf mich zu bewegen. Ich wechsle schnell das Fahrzeug, in der Hoffnung, dass sie es nicht schnallen. Schnell Vollgas, komm schon, zieh an. Schön. Oh, das kommt gut. Scheint extrem wendig zu sein. Ja, nein, der ist überempfindlich sozusagen. Schön, nebendurch gezogen. Gut. Also der ist ultra mühsam zum Steuern, aber hat einigermaßen schöne Farbe. Ja, so ein bisschen Drecksgrün halt. Als würde das eine Rolle spielen. Da hat er auch wieder so einen flitzigen Karren. Ja, den kennen wir doch sogar. Ich wechsle dort das Auto häufiger als du wärst. Zombie-Horde. Schnell abhauen. Schön. Okay. Abgefahren hier hinten. Das war irgendeine Tankstelle gewesen, wo ich sicher auch mal kurz schauen konnte, was abgeht. Hier unten sehen wir auch wieder ein Haus mit einigen Fahrzeugen drumherum. Nichts allzu spektakuläres. Einzelne Gebäude hier am Wegesrand. Rechts hätten wir jetzt einen See. Genau, schön, jawohl. Noch ein bisschen Ausblick hier. Da hat es wieder so einen schnittigen Karren. Also Fahrzeugmodelle wiederholen sich absolut. So ist es schon nicht. Jetzt haben wir hier eine kleine Strassensperre. Aus welchem Grund auch immer. Ein kleiner Laden, der auch nicht mehr verkauft wird. Ich frage mich, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und jawohl,
Wow, ich bin jetzt gerade nächstens bei der Serie. Das ist jetzt schneller gegangen, als ich gedacht habe. Was geht hier ab hier? Zombie-Horden, einfach durchziehen. Das Mal haben wir keine Zeit für Gespäss. Oh, eigentlich hätte jetzt hier so abbiegen. Gut. Ja, die Fahrt ist jetzt nicht ganz so spektakulär gewesen, wie man sich das vielleicht wünschen als Zuschauer. Ich weiss nicht, ob ich jetzt noch ein paar Stanzen einbauen, um ein bisschen für das zu kompensieren. Ihr seht, der Karren der ist luftig unterwegs, der jumpt auch relativ gäbig. Auch fast ein bisschen unrealistisch, wenn ich das so darf erwähnen. Aber hier gibt es noch schöne Namen, würde ich sagen. Ja, wobei, so schön wird es auch nicht, wenn man da einfach nur reinfährt. Unten ist der Fluss, möchte ich mich eigentlich auch nicht hinbewegen. Und ich habe es gewusst, dass es so endet. Aber ja, was will man mehr? Noch einen kleinen Überschlag zum Schluss. Und jetzt bewegen wir uns da eigentlich schnurstracks zum Ziel, weil da hinten kommt noch der Verbleib von der Zombie-Horde, oder? Ja. Schön. Schnell einen kleinen Wechsel. Jetzt sollte ich mich hier wieder auf die Strasse bewegen. Halleluja. Irgendwie ist es ganz leicht verbarrikadiert durch das Zeug, offensichtlich. Aber wir ziehen jetzt rein. Dort wäre eine Bullenkarre gewesen, immer gäbig. Also, und wie sieht die Stadt aus? Eigentlich nicht ganz so gross, wenn ich mir das so vorgestellt. Wir sehen aber hier links scheinbar ein Schuhareal oder so. Oh, sieht noch gut aus so. Also, vom Aufbau, nicht unbedingt von den Texturen. Zieh euch das mal rein, das ist eine Frechheit. Das Tearing und so. Yeah! Zum Glück macht das Spiel selber so viel Spass und hier innen scheinen gar nicht so viele Zombies zu sein in dieser Serie. Also, da haben wir irgendetwas abgesperrt. Mal schnell schauen, wenn wir hier jetzt reinkommen. Vielleicht einfach durch den Eingang. Jawohl. Okay, da jetzt wieder ein paar Armeesürmel. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. All due respect, Your Honor, we're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of out there pushing these things back. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, We'll discuss this later, Sheriff. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society Da habe ich schon immer mal governed by stehen. the Jawohl. rule of law. Walk with me. I'll explain. Aha. You have a society? I'm sorry. What exactly happened to the United States while I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional success, but it's all we have. All we have. The army's camped just across the river. Yes, and other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Also ich wollte jetzt so nicht die Atmosphäre zerstören, aber offensichtlich sind sie scheiße, sie haben zu wenig Leute, man kennt das Szenario. Genau, sie haben Angst, wissen nicht, was die Zukunft bringt. Alles Logo, alles klar. Können wir bitte zur nächsten Mission schreiten, ohne hier allzu unfreundlich zu erscheinen. Und der hat noch geile Ausrüstung hier, der Armeetyp. So ein bisschen Körperpanzerung. Ich hoffe, das gibt es irgendwann auch noch. Und ein Minigun. Ich hoffe immer noch, dass es ein Minigun mal gibt. Schön im Gleichschritt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right. Well, thanks for the offer. But we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering my weapon when the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely, before the issue has to be forced. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Okay, also sie hat uns wirklich sozusagen ein bisschen droht. Dafür machen wir jetzt hier schnell ein bisschen Randalen, machen wir mal die Tür auf. we're penned in pretty good by these things. You might have heard. Kann ich jetzt hier eigentlich durchdrehen? Short-handed. Nein, voll nicht, ha? Zieh mal rein, das hier. Clear some of these problem Schöne areas Bumpi. out, and I'll vouch for you. Put in a good word. Maybe set up some kind of trade arrangement. Okay. Jetzt kann ich hier irgendetwas Gutes machen.
Die Frage ist einfach, was? Hat es da irgendjemand Zombies oder was? Und schaut mal das an. Wir sind hier vor der Steigzer raufgekommen und dann haben wir den ganzen Umweg hinten durch gemacht, nur dass sie ihre Story erzählen kann. Yeah, yeah. Moment schnell. Ist echt da irgendetwas? What's up? Ray Santos. Ja, lass jetzt mal schnell. Könnt mir vielleicht mal einer erklären, was ich hier machen muss? Wow! Was ist das für eine Hitbox gewesen? Kein bist aufgesprungen. Oh nein, das war leider gar nichts. Mal ein bisschen Zombies anziehen. Nein, mein Aiming, sorry. Ja, immerhin. Also komm, die gehe ich schnell vor Ort fertig machen. Das reicht hoffentlich. Yep. Und hoppala. Jetzt, was war das Thema gewesen, dass ich hier das Gebiet cleanen muss? Oh nein, 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 nein. Nein, nein, so nicht, so nicht, so nicht. So, schön unten durch ausweichen. Aber, wie gesagt, ich vergesse das Alben. Ausweichen, das ist Gold wert. Ich finde, so kann man sich aus der übelsten Situationen retten. Oh, Scheiße, die Situation ist aber richtig übel gerade. Fuck, komm, verpiss dich, Mann. I need a breather. Und jetzt habe ich noch Low Power. Shit, 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 das muss länger, das muss länger. Nein, 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 ich bin down. Hey, nein, der macht mich fertig. Der macht mich fertig, Maya down. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, nein. Oh, shit. Sie hat nicht rein, hey. So schnell kann das gehen. Fuck. Hey, nein, Maya, weisst du. Maya war eigentlich eine gute gewesen. Scheiße, wisst ihr noch, wo wir sie gefunden haben? Dort neben dem See, unten am Fluss. Ich habe gezielt, dass sie mit der Knarre die Zombies hat filetiert. Und ja, das wär's gewesen. Sorry von meiner Seite. Shit. Hätte jetzt so in dieser Form gar nicht erwartet. Stellt sich einfach die Frage, You want to run away again. was abgeht. Come on, Lily. That's not fair. You're right, it's not. We built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. What's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine, then maybe you should bail on us too. Nein, es geht jetzt Maya nicht darum didn't join us abzuhauen. until pretty late in this whole thing, but right from the beginning she was one of us. She really cared. Not just about surviving, but about doing the right thing. I wish I'd gotten to know her better. Das ist lieb, was sie gesagt hat. Das ist lieb, was sie gesagt hat. Also, schau jetzt. Jetzt ist die Situation eigentlich folgendermaßen: nicht mehr sterben ist das Motto. Shit, das ist jetzt verdammt schnell gegangen. Und das Problem, absolut, das war auch ein massiver Fehler gewesen. Ich habe keine Medikits bei ihr dabei gehabt. Massiver Fehler gewesen. Das ist eigentlich das, was ich aus dieser Situation lehre. Nicht mehr verschiessen zum einen und zum anderen wenigstens ein Medikament dabei haben. Let this be a lesson to those Wilkerson boys and anyone else who would prey on Ich their weiß nicht fellow genau, was da jetzt survivors. vorzufinden ist. The law still reigns. Hallo? Wow! Wow! Oh, das sehe ich! Schluckt mir ins Gesicht, nur weil durch der Zombie steht. So, Hey, over here. what up? Ich hoffe, der Marcus ist ein bisschen Ruhe erholt. Ja, sieht gut aus. Also, We could use a hand clearing the area. okay, cool. We Let's should get roll. moving. Lead on. Let's roll. Genau. Gewusst, dass er das sagt. Was müssen wir jetzt machen? Watch behind us. Okay. Zombies everywhere. Ich muss irgendjemand her, wo irgendetwas infiziert ist. Hier. Ja. Anstatt hier im Kreis zu laufen, könnte man sich auch als Ziel auswählen und zum Beispiel hier die Zombies. Das nicht schon beim Herrensäckchen die ganze Energie verlieren, das ist immer ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Schnell einen ankicken. Okay, cool. Ist aber schon noch gut. Aber, oh, Moment schnell, ich habe doch irgendwie erst noch ein paar Level-Ups bekommen. Moment schnell. Scharfe Waffe, genau. Special, you can choose a Special Attack. Das habe ich doch schon.
Special Technik muss ich dann noch wählen, genau. Okay. Ja, so kommen wir eigentlich nie her, wenn ich hier ein bisschen schlecht informiert durch die Gegend latsche. Ja, nein, so können wir also wirklich nicht weitermachen. Ihr seht, der Schmerz vom Verlust von Maya ist noch ein bisschen tief. Gewisse Orientierungslosigkeit und Erschöpfung macht sich breit. Und was hilft gegen das? Schöne Zombie zum Platz bringen. Aber, was eventuell auch noch helfen kann, ist, hier in den Karren einsteigen. Einen schönen Pizza-Lieferantenkarren. Und einfach mal in die Pampa rausfahren. Wir haben ja mal noch durchdrehen. Und genau das wird jetzt passieren. Jetzt gehen wir davor einfach rechts in absolut unbekanntes Territorium. Into the Wild. Fernab von jeglichen Missionen, weil wir sind hier in einem Open-World-Game. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch mal ausnutzen. Das könnte natürlich auch den Tod von Marcus bedeuten. Ich hoffe es aber nicht. Irgendwann gehen wir auch Charakter aus. Vorher sollten wir nachher einen Fluss überqueren. Oh! Da ist irgendetwas im Brand. Ist die Brücke verbarrikadiert? Scheiße, die haben sie einfach zugemacht. Zieht nach das mal rein. Ja, da ist keine Tür gekommen. Unten durch vielleicht. Nur schnell spienzeln. Es geht nicht darum, hier jetzt halt zu viel Zeit zu verlieren. Nein, das ist nichts. Lieber nicht in den Fluss. Jetzt kann man irgendetwas durchsuchen, oder was? Ah, das ist auch oben dran. Jetzt ist eigentlich folgende Erklärung. In meinen Augen für die Situation. Das Militär hat natürlich wieder alles abgesperrt, alles in die Luft gejagt. Ganz leider sicher. Gleichzeitig hoffe ich aber, dass wir weiter unten hat es ja auch noch einen Übergang über den Fluss. Eventuell die Route können wählen. Ein bisschen Backtracking, aber das ist ja nicht so tragisch. Nur der eine oder andere Zombie verratzle. Nein. Wieder ein Schnetzler durch den Cape. Hier fahren wir scheinbar ein bisschen im Fluss entlang, wenn ich mich nicht täusche. Das ist das Stromkraftwerk, ja. Stylisch, es braucht ja auch Power, Zombie-Horden, egal. Wir müssen ein bisschen vorwärts machen. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendetwas Cooles am Wegesrand würde liegen. Aber es braucht halt nachher auch wieder entsprechend Zeit, das Zeug zu durchsuchen. Mal schnell schauen, wie es dort bei der zweiten Brücke aussieht. Wow! Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Das bedeutet eigentlich Folgendes, dass wir gar nicht hier hinkommen. Dass das vermutlich eine missionsrelevante Aktion ist, so wie im GTA oder so. Wo dann erst nachdem, dass man irgendwie Mission XY abgeschlossen hat, der Durchgang aufgeht. Oder vielleicht können wir auch hier querfeldein uns durchschlagen. Schauen wir noch kurz ein bisschen die Umgebung an. Jetzt sind wir wieder wo? Auf dem Weg zur Stadt. Ja, wir können rechts gar nicht durch. Das ist eigentlich alles von diesen Felsen begrenzt. Ja, also hier wird man auch ein bisschen verschaukelt eigentlich mit dieser Karte. Weil hier in diesem hinteren Teil scheint man nicht können, sich zu bewegen. Ausser es gibt irgendetwas Fliegendes oder irgendetwas, wo man hier dahinter kommt. Hier sind ein paar... Wow, schöne Anhänger, ein Güllenfässchen. Ja, ich bin doch gerade ein bisschen überrascht. Weil mir jetzt hier schon noch recht eingeschränkt wird. Das heisst, wir müssen... Wow! Oh shit, ja, der hat es auch richtig Straub zerlegt, der Flüger. Ist da echt Zombie-Apokalypse ausgebrochen und im Flugzeug haben sich auch alle Zombies verwandelt, oder was? Good Weather Air. Ja, das kann man schon noch als positiv erachten, wenn man bei gutem Wetter fliegen kann. Ich denke nicht, dass ich hier gross reinkomme. Es wird vielleicht auch ein Teil einer Mission sein. Ist es in jedem Fall noch abgefahren. Hey. Einfach mal ein gecrashter Flüger. Und ja, ihr seht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kommt man eigentlich schnell von A nach B. Die Karte ist jetzt nicht allzu gigantisch. Aber es ist ja hier nicht unbedingt ein Vollpreis-Game.
Ich denke, das ist eine Chance hier, die blaue planen. Schnell ein bisschen ausweichen, dass ich ein bisschen mit Speed ziehen kann. Ja, da kann ich schön Speed aufbauen. Ja, weißt du, das hockt hinten drin. Er könnte auch aufs Bänkchen oder so hinten sitzen, alles Beifahrersitz, aber nein, lieber hinten drin. Schön, ja, das ist gut. Hey, nein, Jungs! Physik in diesem Game ist eine Frechheit. Das scheint eine Bewässerungsanlage zu sein, abgefahren. Da hinten ist wieder ein Juggernaut. Und ich frage mich, ob die jetzt regelmäßig spawnen oder ob die an vordefinierten Orten sozusagen auftauchen. Ich kann es noch nicht beantworten. Ich muss aber Schluss machen. Wir schauen uns noch schnell hier die Location an. Ah, da sind wir ja schon mal gewesen, genau. Ich drücke jetzt Start und beim nächsten Mal starten wir alle wieder bei Killen. Das heisst, wir haben eigentlich fast ein bisschen... Ja... fast ein bisschen Zeit verloren, weil wir nicht mit den Missionen haben vorwärts gemacht haben, aber wir haben jetzt mal gesehen, wie es ist, einen Charakter zu verlieren, so richtig zu verschießen und mal noch ein bisschen Gegend sondiert. Ich würde sagen, das nächste Mal, wie gesagt, machen wir uns auf dem Weg zur Richterin ein Bild von der Stadt nochmal. Geschwind schauen, ob da missionstechnisch irgendetwas Neues auftaucht ist. Nein. Ich muss hier rauskommen. Ah, das ist ja auch noch bei mir. Jetzt frage ich mich, was hier passiert, wenn der Bursch einfach so von mir verlassen wird. Darum würde ich sagen, machen wir die Zombies noch schnell fertig. Und jetzt ist wirklich Schluss. Merci vielmals fürs Zuschauen. Abstimmen. In dem Sinn, Option A, noch ein bisschen in der Gegend rumgurken und einfach ein bisschen crazy Stuff erleben. Oder Option B, Mission weitermachen und wieder in die CD. Hoffentlich überlebst du Marcus. Dankeschön, macht's gut. Ciao zusammen.